Gut. Und als erstes möchte ich meine Wünsche übermitteln an euch alle Dharma-Freunde, die ihr zuhört. Ich hoffe, dass es euch allen gut geht, dass ihr gesund seid. Heute ist Tag Nummer 6. Und im Rahmen der letzten Tage haben wir kurz darüber gesprochen, wie sich die Nur-Geist-Schule in China verbreitet hatte. Insbesondere hatten wir darüber gesprochen, wie die Grundlage von nur Geist durch Maitreya und Asanga gelegt wurde und durch Vasubandhu auch. Und dann später Dignaga, Ashvabhava und dann die 10 Kommentatoren über die 30 Verse. Und die halfen eben alle, dass die Geistschule sich ausbreitet. Ich habe es gestern versucht zu sagen, aber vielleicht habe ich es nicht klar genug gesagt. Deswegen versuche ich es heute nochmal. Möchte ich ein Diagramm oder ein Bild mit euch teilen, wo die ganzen chinesischen Nur-Geist-Schüler, Nur-Geist, Korrektur, die indischen Nur-Geist-Meister gezeigt werden. Und könnt ihr das sehen? Das Gerät spielt nicht mit. Der Kamera. So, als erstes. Der Nur-Geist-Schule. Also, zuerst die die Grundlage gelegt haben für die Nur-Geist-Schule waren Maitreya, Asanga, Vasubandhu und innerhalb dieser 3 waren es Asanga und Vasubandhu. Und Asanga und Vasubandhu sind 2 der 6 sogenannten Muckstücke in Tibet, so sagen wir das. Die Schmuckstücke. Also Schmuckstücke der Welt, Ornamente der Welt. Das ist so ein indischer Begriff, die 6 Ornamente der Welt. Und 2 davon waren eben Asanga und Vasubandhu. Und dann gibt es auch noch die 2 Erhabenen. Und das ist in Tibet in Indien nicht so bekannt, wie Taranatha sagte. Aber in Tibet wurde eben dieser Begriff, die 6 Ornamente der Welt und die 2 Erhabenen wurden sehr bekannt und berühmt. Und wie auch immer, Asanga und Vasubandhu waren 2 dieser 6 Ornamente der Welt. Und die Schüler, die denen folgten, waren viele. Und wir sagen zum Beispiel, dass Dignaga ein Schüler von Vasubandhu war. Aber wir müssen da vielleicht nicht jetzt die Verbindung so herausstreichen, sondern einfach, dass es da diese großen Meister gab, wie zum Beispiel Dignaga, Asvabhasa, Dhammapala, Silvata und dann Xuanzang. Und von da ist dann eben die Schule der Charakteristika des Dharma
entstanden. Und das ist die sogenannte Aspektschule oder Dharma-Aspektschule oder Dharma-Abbildschule. Das klappt irgendwie nicht so mit der Technik, sagt seine Heiligkeit. Ah, doch, jetzt sehen wir was. Guck mal hier. Ashwabasha Dharmapala Stabhadra Shuansang. Ja, das, was Karmapa gerade auch schon gesagt hatte. Das sind die Sakara und Vijnanavada. Das ist die Schule, die von Aspekten ausgehen. Und dann gibt es noch die andere Schule. Warte mal, jetzt machen wir ja noch einen Fehler dort korrigieren. Ja. Und ein anderer Schüler von Vasubandhu war ja Gunamati. Kommt sich auch gleich hier auf dem Bild. In der zweiten Reihe vielleicht. Hier. Gunamati. Dann haben wir Stiramati. Und dann Paramartha. Hatten wir gestern schon darüber gesprochen. Und die haben ja dann die Kompendium der Mahayana-Schule hervorgebracht. Ne? Das sind alles Unterschulen der Yogacara-Schule. Und ja, es gibt aber auch dann noch eine andere Sichtweise, dass Giramati nach Paramartha lebte. Wie auch immer, das ist die Nirakara Vijnanavada Schule. Ja, das sind die Falschaspekteria, hatten wir gestern, oder die Nicht-Aspekteria. Und dann haben wir noch die 10 Kommentatoren für die 30 Verse und die hatten wir gestern auch kennengelernt. Das waren zum Beispiel Bandhu Shri und Chitrabhana. Viele waren ja Zeitgenossen von Vasubandhu. Und diese beiden, die waren eben, ja, die beiden waren wirklich Zeitgenossen von Vasubandhu, diese beiden. Und die anderen 8 Kommentatoren, es ist so, dass 3 von denen Schüler von Dharmapala waren. Visheshimita, Shinapucha und Vaijanibanta. Da können wir auch über die 4 Großen sprechen. Ganuta Prada, Dharmapala, dann Nanda und Rahula. Das ist gemäß Taranathas Aussage über die Geschichte von Indien die 4 wichtigsten. Und Dharmapala war eine sehr einflussreiche Figur in Indien und viele waren eben seine Schüler, diese 4. Und dann gab es noch andere von diesen 10 Kommentatoren. Das war ja Shuta Chandra. Er war Shuta Chandra, er war ein Zeitgenosse von Stiramati. Und Nanda hatten wir vorhin auch schon gesagt, er war auch Zeitgenosse und sein Schüler war Jinasena. Und Jinasena war wahrscheinlich auch Schüler von Paramartha. Sorry. Und hier auf dem Bild haben wir jetzt die dunkelblauen 10 Kommentatoren, haben wir hier alle schön. Und so wollte ich das hier einführen in dieses Thema. Das ist dann vielleicht leichter für uns zu verstehen. Und als nächstes
möchte ich gerne da weitermachen, wo wir gestern aufgehört haben und über die Verbreitung der Nur-Geist-Schule in China sprechen. Und genau, da möchte ich gerne weitermachen. Kammerpass Technik spielt schon wieder nicht mit. Also. 가장 gyanak lulia ji gyanalia semzambe lukchenbo sumsia 주다심bo sumsia chumbre shuinba da 주다 당부 딩 Gestern hatten wir über die 3 Hauptunterschulen gesprochen, die in China sich entwickelten. Das erste war ja, vielleicht, was wir hier genannt haben, die Schule der Dharma-Charakteristika, können wir vielleicht auch die Schule der Merkmale der Phänomene, ne, kann man das auch sagen. Man könnte das wirklich verschieden übersetzen. Oder Dharma, die Schule der Dharma-Aspekte, Dharma-Charakteristika. Ja, und weil wir das gestern so genannt haben, werden wir das jetzt einfach so weiter benutzen. Oder manchmal auch vielleicht die Schule der phänomenalen Erscheinungen. Es gibt halt da verschiedene Möglichkeiten, das zu benennen. Aber jetzt nehmen wir mal den Namen Schule der Dharma-Charakteristika. Und dann war es da während der Tang-Dynastie, war es der große Mönch Xuanzang. Und er wurde auch genannt der Tang-Master von Tripitaka. Und er ist ja heutzutage auch sehr bekannt. Und ja, und heutzutage haben alle mal von Xuanzang gehört. Und manchmal wird er eben auch Tang Xuanzang genannt, weil und es gibt ja auch da so eine bekannte Fernsehserie, wo er dann auch auftritt, Tang Master der Tripitaka. Und dadurch ist er auch berühmt oder jetzt weiter auch in der modernen Zeit auch bekannt geworden. Und er brachte auf jeden Fall die Nur-Geist-Philosophie von Indien nach China. Und Xuanzang hatte einen Schüler, der hieß Xian Dashikuji, und der hat eben diese Schule der Dharma-Charakteristika gegründet. Und wie war das so, dass Xuanzang die Nur-Geist-Philosophie nach China brachte? Zu der Zeit war er noch sehr jung. Xuanzang wollte einfach alles wissen, alles kennenlernen, alles studieren. Ganz gleich, was für ein Thema. Er war einfach so wissbegierig. Und hatte auch viel Interesse an dem Kommentar über die 10 Bhumis, übersetzt von Paramatta. Und
und hatte auch viel Interesse an den 17 Abschnitten des Yogacara Bhumi. Damals gab es aber noch keine vollständige Übersetzung der Yogacara Bhumis Texte und also weder ins Tibetische noch ins Chinesische und reiste eben nach Indien, um diesen Text auch kennenzulernen, Yogacara Bhumi. Aber die Tang-Dynastie, da war es sehr, sehr restriktiv, da sollte keiner raus und keiner reinkommen. Es gab sozusagen Reiseverbot und das waren ja so 8000 Kilometer vielleicht für ihn, um nach Indien zu kommen. Und da kann man sich natürlich vorstellen, dass es da viele, viele Schwierigkeiten gab auf dieser langen Reise. Da gab es vielleicht Hindernisse, Schwierigkeiten, böse Geister oder was auch immer. Und so ist er gereist und hat wirklich so viele Härten auf sich genommen und ist dann in Indien 624 heutiger Zeitrechnung nach angekommen. Und als er dort ankam, und die größte Universität damals war Nalanda. Und da gab es dann einen Schüler, der hieß Shilabhadra, und unter dem hat er dann auch die Nur-Geist-Schule kennengelernt. Und wie auch immer, als Xuanzang in China war, studierte er die Grundlagen, Sichtweise auch der Mahayana und aber auch dann die Nur-Geist-Sichtweise. Und er reiste auch durch die verschiedenen indischen Pilgerstädte. Und er hat das in seinen Reisetagebüchern eben alles auch schön niedergeschrieben. Und später, als dann die Leute auch solche Pilgerreisen machen wollten und so weiter, da waren seine Reisetagebücher eben von großer Hilfe, weil das so klar und verständlich erklärt war. Er hatte alle diese heiligen Orte, sozusagen buddhistischen heiligen Orte, so erwähnt und niedergeschrieben. Und ohne seine Hilfe wäre es heutzutage uns gar nicht möglich, all das so gut zu verstehen und nachzuvollziehen. Und so verbrachte er eben viele, viele Jahre in Indien, um viele, viele Dinge zu lernen und hat eben dann viele Texte und Literatur kennengelernt und das auch mit sich gebracht, als er dann wieder nach China zurückkam. Und als er zurückkam, war das das 19. Jahr der Monarchie oder der Kaiserschaft von Taizong. Und er reiste da zurück eben nach Shangan. Und der Kaiser war und nicht nur war der Taizong war sehr erfreut, Xuanzang zu empfangen, sondern die Regierung hat dann auch sozusagen gerne das unterstützt, dass Xuanzang dann weiter untersucht und Forschungen macht oder Übersetzungen macht von den indischen Texten.
Und Xuanzang hat dann eben so viele verschiedene Texte übersetzt, wie zum Beispiel Samdini Mochana Sutra, Yogacara Bhumi, die Belehrung klären, dieses Werk, oder Abhidhamma Samuccaya, Mahayana Samgraha und auch die 100.000 Verse von Prajnaparamita Sutra, Abhidhamma Kosha und dann Samaya Veda Yuha Chakra. Und er hat wirklich ja ganze Energie und Zeit und so weiter genutzt, um die verschiedenen Texte und Schriften, die er aus Indien mitbrachte, zu übersetzen. Und er arbeitet wirklich unermüdlich, ohne Pause zu machen und hat so viele Werke verfasst. Und so hat er eben wirklich so viele Texte übersetzt, so 1350 Fasikel von Texten, von 74 Dharma-Texten. Und seine Übersetzungen wurden dann die neuen Übersetzungen genannt, während die anderen die alten genannt wurden, die alten. Und ja, das war sozusagen dann die Trennungslinie, ne, von neuer Übersetzung oder alten Übersetzungen. Das ist sozusagen, die Grenzlinie ist Xuanzangs Rückkehr nach China, genauso wie wir es im Tibet ja auch haben. Da ist ja Lotsawa Rinchen Tsangpo ist dann die Trennlinie, ob etwas eine alte oder eine neue Schule ist. Ja, ja. Nyingma und Sama dann im Tibetischen. Und so war das eben in China auch. Und so kurz gesagt, wenn wir den Inhalt anschauen der Werke, die Xuanzang übersetzt hat, dann sind es dann eben Grundlagenwerke und auch Mahayana-Werke. Aber seine größte Hoffnung war, die nur Geist-Sichtweise zu verbreiten. 되게 시르송제네 샘잠베 고르게 까데망 버지 귤나와레스 제다 당기 컨디션 디조레 라버도 Und er hat eben so viele Werke übersetzt, zum Beispiel auch die 10 Fasikel des Werkes zur Beweis für die Nur-Geist-Schule. Das hat er übersetzt ins Chinesische. Und er übersetzte so den Text. Und so entwickelte sich eine neue Geschichte. Und das habe ich eben die anderen Tage ja auch schon erwähnt. Der hat ja diese Werke übersetzt, wo die ganzen 30 Verse, die Kommentare zu den 30 Versen eben, hat er so zusammengestellt. Dann würde man die alle, die ganzen Verse so einzeln, die ganzen Kommentare hintereinander tun, dann wären das ja 100.000 Verse oder so. Das wäre natürlich viel zu viel. Und da hatte er Sorge. Deswegen hatte er das mit Hilfe eines Schülers, Koichi, hatte das mehr so zusammengefasst. Und er sagte, man muss nicht die ganzen Kommentare übersetzen, sagte Xuanzang, sondern übersetze die Bedeutung dieser Kommentare und bringe das dann zusammen, fasse das dann so zusammen. Das war die Idee. Und
Und das mit Hilfe von Kuiji hat dann Xuanzang eben die Bedeutung dieser Texte so zusammengeführt. Und der Hauptpunkt war, dann hat er den Schwerpunkt darauf gesetzt, was Dhammapada gelehrt hat. Und die anderen hatte er als Ausschmückung zu Dhammapadas Erklärung verstanden. Und so entstand dann die Nur-Geist-Schule. Und weil diese Belehrungen eben die Basis hatten von Dhammapalas Erklärung, wurde das manchmal auch die Dhammapada-Schule genannt. Und Xuanzang war ja selbst ein Meister und hatte sehr makellose Schülerinnen und Schüler. Und da gab es einen, der ja vorher schon genannt wurde, Kuiji. Das war auch der Lehrer von Xian. Ja, deswegen wird er manchmal auch der große Lehrer von Xian genannt, aber er heißt Kuiji. 뭐야? 정직이 로빈 전부 쉬어야 돼 말해. 다 콩기 Also hier, also wurde genannt der große Meister von Xian. Das war Kuichi. Und er hat die Aktivität von Xuanzang fortgeführt. Und deswegen kann man gut sagen, dass die Gründer von der Schule der Dame der Charakteristiker eben diese beiden waren, Xuanzang und Kuichi. Und wie auch immer, wenn man sich Kuichi Lebensgeschichte anschaut, dann wurde er Mönch mit 17 und hat dann eben Xuanzang in seinen Übersetzeraktivitäten so unterstützt. Und sie haben dann eben ja den Text auch Werke über den Beweis von nur Geist haben sie zusammen übersetzt. Und das war auch der Punkt, wo es heißt, dass Kuiji Verwirklichung erreichte. Und Kuiji studierte auch die gültige Erkenntnistheorie. Und das war mit Hilfe von Xuanzang. Und so hat er viele, viele verschiedene Kommentare verfasst. Zum Beispiel auch über das Werk, das da heißt, das Werk über den Beweis von nur Geist. Da hat also Kuiji selbst auch Kommentar verfasst. Oder auch Madhyanta Vibhaga. Ja, und diese beiden haben auf diese Art und Weise dann die Schule der Dharma-Charakteristiker eben hervorgebracht. Und er hat auch noch weitere Kommentare verfasst, zum Beispiel auch über den Lobpreis des Weißen Lotus-Sutras oder Belehrung von Vimalakirti oder auch einen kurzen Kommentar über die Yogacara-Bhumis. Oder es gab noch einen Text, der heißt auf Chinesisch Fai Yuan Yilin Shang. Und er hat so viele Texte verfasst, deswegen wurde dieser Meister Kuiji dann auch der Autor der 100 Kommentare genannt.
Ne, also deswegen können wir sagen, dass das Koichi vielleicht sogar der Hauptgründer oder der erste Linienhalter der Schule der Dharma-Charakteristiker ist. Und der zweite Linienhalter war dann Hui Xiao. Der lebte von 650 bis 714. Und er verfasste den Text Definitive Bedeutung des Beweises von nur Geist. Und sein Schüler war der dritte Linienhalter dieser Schule. Und sein Name, der dritte, war also dann Shishu. Der lebte 668 bis 723, war auch ein großartiger Gelehrter. Und er verfasste einen Text, der heißt Die geheimen Belehrungen des Beweises für nur Geist. Das war auch ein sehr schöner Text. Und er hat quasi Dharmapalas Sichtweise und Gedankengut über nur Geist benutzt und das ein bisschen neu strukturiert und verbreitet. Und es gibt noch weitere Kommentare, zum Beispiel von Koichi, eben der ja auch diesen Text Beweis für nur Geist kommentiert hat, und auch Hui Shao und Shishu, die haben alle eben Kommentare verfasst. Und deswegen sind diese drei Meister, Koichi, Hui Shao und Shishu, werden dann genannt die drei Nur-Geist-Kommentatoren. Die sind so wirklich die Autoritäten der Nur-Geist-Schule in China. Und ihre Sichtweise wird auch genannt, die Analyse der drei Vorväter. So könnte man das klassisch vielleicht übersetzen. Das bezieht sich auf diese drei chinesischen Meister, Huichi, Huishao und Shishu. Und Huishao war ja der zweite Linienhalter, und er hatte wirklich, der hat jetzt zum Beispiel die definitive Bedeutung über den Beweis der Nur-Geist-Schule geschrieben, aber hat noch viele weitere Werke auch verfasst, wie zum Beispiel das Werk über die scheinende Weisheitssonne der Mitte und der Extreme, oder auch das Werk Ausgewählte Inspirationen in Bezug auf Bodhicitta, so ungefähr. Und viele Gelehrte sagen, dass die Schule der 10 Ebenen, die ich gestern erklärt habe, den Kommentar zu den Dashabhumika Sutra als die Grundlage nahm, und dass die Kompendiumsschule eben Mahayana Sangraha als die Grundlage nimmt, als Grundlagenwerk nimmt. Aber nicht die ganze nur Geistphilosophie ist wirklich in diesen Texten gelehrt, sondern nur teilweise. Da waren wirklich alle Zweige waren sozusagen da, aber ein bisschen so der Stamm fehlte. Der Stamm von der Nur-Geist-Schule fehlte in diesen Werken. Es war also nur partiell. Und es war nur die Schule der Dharma-Charakteristiker, die dann die ganzen nur Geistinhalte aufwies. Und das war aufgrund Xuanzangs Reise nach Indien, die dann eben angefangen von der Linie von Maitreya, Asanga Vasubandhu und so weiter eben sich tradiert haben bis zu Dharmapala. Und er hatte nicht also, und so war eben die Schule der Dharma-Charakteristiker war wirklich eben sehr, sehr, sehr groß und mächtig, auch politisch sozusagen, und hatte wirklich einen großen Einfluss auch auf die Schule mit den 10 Bhumis, die sich auf Dashabhumika Sutra stützen, und deswegen sind die dann auch irgendwann fusioniert. Und wie ich auch schon mal gesagt habe,
gab es noch diese drei Meister, Dosho, Shiatsu und Gembo, die, die auch der Dharma-Charakteristika-Schule eintraten sozusagen und das gut studiert haben und praktiziert haben, ne, Dosho, Shiatsu und Genbo. Und die sind nach Japan gereist. Und das ist dann wirklich, hat dann da auch dort in Japan dann Fuß gefasst, obwohl es initial gar nicht übersetzt wurde. Aber diese Meister, diese drei haben eben diese Grundlage dafür gelegt in Japan und so konnte sich das dort dann weiter ausbreiten. Und wie auch immer, was dann damals in China passierte, war, dass die Dharma-Charakteristik-Schule sozusagen sich sehr weit verbreitete in China. Und wie gesagt, hat dann die früheren 10 Ebenen oder Kompendium-Schulen, also beide anderen Schulen mit aufgesogen sozusagen. Und so kam es dann eben zu einer großen chinesischen Nur-Geist-Schule. Das war dann die Schule der Dharma-Charakteristiker. Wie auch immer, aufgrund von Huishang, der gegen den Buddhismus war, hat dann auch die Schule der Dharma-Charakteristiker abgenommen sozusagen in China nach der Tang-Dynastie. Und das waren einfach die schlechten Umstände damals, dass nach der Tang-Dynastie dann wirklich diese Schule der Dharma-Charakteristiker eben ja geschwächt wurde. Und viele Texte und so weiter, die da vorhanden waren, die sind verloren gegangen. Und auch während der Zeit von Shucho, das war ja der Shisho, das war ja der dritte Linienhalter der Schule der Dharma-Charakteristiker. Und während seiner Zeit war die Überlieferungslinie der Schule der Dharma-Charakteristiker dann verloren gegangen. Und danach, ja, also nach ihm, dem dritten Linienhalter dieser Schule, ja, ging diese Schule irgendwie so verloren. Und es gab damals dann eben auch so Bewegung, dass man die alten und neuen Übersetzungen so vereint. Das heißt, so die Buddha-Naturbelehrung auch und die Nur-Geist-Belehrung. Und das war dann die Avatamsaka-Schule. Und das war die Avatamsaka-Schule dann und die hat sich dann sehr gut verbreitet. Und diese beiden Schulen, diese Schule, die ja eben Buddha Natur und Nur-Geist-Schule vereinte, die waren auch sehr praxisorientiert und praktizieren Dhyana, ne, oder Zen oder Chan. Und auch die Belehrung und Sichtweise über die reinen Länder, wie zum Beispiel in Bezug auf Amitabha, dann Wunschgebete oder die Namen von Amitabha zu rezitieren, die haben sich auch sehr verbreitet. Und ja, und das ist so ein bisschen in Bezug auf die Philosophie von der Nur-Geist-Schule. Und die Schule der Dharma-Charakteristiker war ja eben eine reine Nur-Geist-Tradition, die aus dem indischen Mahayana kam. Aber warum ist die also sozusagen untergegangen in China? Oder warum ist sie so geschwächt worden dann in China? Das ist die Frage. Wo es doch so eine großartige Quelle hat. Und da gibt es 3 Gründe, die ein japanischer Gelehrter, der heißt Takemura Makyo, aufzählt. Da gibt es 3 Hauptgründe, die der japanische Gelehrte sagt, warum diese Schule in Indien dann abnahm und schwächelte. Der erste Grund ist, dass in der Nur-Geist-Schule der Philosophie-Schwerpunkt zu dolle war.
Und das war einfach zu gelehrt, zu hoch für die Zuhörer. Und das war ein anderer Grund, warum die Nur Geistschule dann abnahm. Und es wird gesagt, dass letztendlich, das ist der zweite Grund, dass es letztendlich einmal diese 3 Fahrzeuge und die 5 Familien gibt. Und das passte nicht so zu den Wünschen und Hoffnungen, die Buddhisten, die ganz frommen Buddhisten sozusagen hatten. Denn die so sehr frommen Buddhisten, die wollten halt auf jeden Fall hören, dass man auf jeden Fall ein Buddha werden kann. Aber in der Yogacara-Schule spricht man eben über diese 5 Familien, nicht die Buddha-Familie, sondern 5 Familien, was für ein Potenzial man hat. Und da heißt es eben auch, dass ein Potenzial, dass eine Familie eben gar kein Potenzial hat, Buddhaschaft zu erreichen. Und das war dann so entmutigend. Und der dritte Punkt ist, den der japanische Gelehrte Takamuro Makyo sagte, war, dass dieser graduelle, schrittweise Pfad, der dort gelehrt wurde in der Yogacara-Schule, auf dem letztendlichen Pfad, dass das nicht wirklich im Einklang ist mit den Neigungen der chinesischen Leute. Und die sagten eben, nee, das braucht nicht so einen graduellen, langsamen Pfad, sondern es kann auch so augenblicklich, spontan stattfinden. Und das war ja auch nicht zufriedenstellend für die Leute. Und das waren so die 3 Hauptgründe, warum diese Nur Geistschule abnahm. Und so halt ist dann, aber die Nur Geistschule ist nicht komplett aus China verschwunden oder hatte keinen Einfluss mehr. Nein, so war das nicht. Zum Beispiel während der Yuan-Tang-Dynastie, das muss ich nochmal lieber nachgucken, damit ich keine Fehler mache. Und es gab während der Yuan-Dynastie gab es eine Bewegung eben, wo versucht wurde, verschiedene Strömungen zusammenzubringen. Und da wurde zum Beispiel versucht, Zen und die Tradition der reinen Länder zusammenzubringen. Und die sind dann auch da sehr erblüht. Und da gab es dann viele Gelehrten, die über dann die Nur Geistphilosophie gesprochen haben, wenn sie über nur Geist, reines Land gesprochen haben. Und während der Ming-Dynastie gab es den Hanshan Dequn, der dann den Wunsch hatte, die Schule der Dharma-Charakteristika zu wiederbeleben. Und er verfasste einen Text, der heißt die Worte über die Einheit von Erscheinung und Natur oder die Harmonie von Erscheinung und Natur. Dieser Text heißt auf Chinesisch Xing Xiang Tong Shuo. Und da waren eben viele nur Geistinhalte zu finden. Und die Texte, die waren dann, damals gab es wenig Texte über Yogacara oder nur Geistschule. Und daher ist das nicht weiter erblüht. Und dann aber am Ende der Qing-Dynastie gab es den Laien praktizierenden Yang Renchan,
der nach Japan reiste und da Texte von der Schule der Dharma-Charakteristika aus China mitbrachte. Und er hat viele, viele solche Texte dann da mitgenommen. Und das hat quasi ein Erdbeben verursacht zwischen den Gelehrten seiner Zeit. Denn es war ja dann schon, denn es war ja da schon eben so lange, dass die nur Geistschule eben so abgenommen hatte schon. Und das war jetzt dann eben so eine Großartigkeit, das wieder ja, zu finden. Es war auch damals wie mit den Karmapas, bis zwischen 8., 9. Karmapa und dann dem 10. Karmapa gab es viele Gelehrte und so zu seiner Zeit, aber nach der Zeit des 10. Karmapas war dann die Übertragung der Belehrung und der Gelehrten wurde so unterbrochen. Und ja, die Kachu-Gelehrten nahmen dann sozusagen ab nach der Zeit des 10. Karmapa und deswegen wurde den Kachus immer so der Spitzname angehängt, dass die eben nicht gelehrt sind oder in der Philosophie. Aber dann in Rumtek zum Beispiel, in der Kshetra, wurden dann auch die Texte des großen 8. Karmapas eben wieder neu gedruckt. Und das war wichtig, auch weil es damals die Kachi-Meister in Tibet, die hatten eben keine solche Texte zur Verfügung, sondern studierten dann stattdessen eben Gelug-Texte. Und diese Texte wurden dann zurück nach Tibet gebracht, von der Texte von dem 8. Karmapa. Und das hat die tibetischen Gelehrten wirklich so sehr erfreut. Und die anderen Meister haben dann auch, die anderen Meister anderer Traditionen haben gesagt, oh, ihr Kachi-Meister habt ihr tatsächlich, oder ihr in der Kachi-Tradition habt tatsächlich so viele Gelehrte und Kommentare. Wir dachten, das wäre unmöglich, dass ihr Kachupas auch diese großartigen Texte habt. Aber es war einfach, weil die ja nicht mehr so gelehrt praktiziert wurden und so weiter. Aber das wurde dann eben wiederbelebt, wo dann die Texte des 8. Karmapas eben dann so gedruckt und wieder verbreitet wurden, auch in Tibet. Und es war ja auch, und damals in China unter der Anleitung von Ouyang Xingwu, das war ein Laienpraktizierender, und der hat das China-Buddhistische Institut, China nicht wie das Land, ne, sondern SHINA, gegründet, wo dann nur Geistschule in Südchina untersucht wurde und auch in Peking wurden auch Anstrengungen unternommen, die nur Geistschule oder Philosophie zu verstehen und wiederzubeleben, nachdem das über Jahrhunderte lang so geschlummert hat. Und das China-Buddhistische Institut hat hauptsächlich die Texte der Schule der Dharma-Charakteristika benutzt, die sie aus Japan erhielten, und hat auch tibetisch-buddhistische Texte, zum Beispiel von Stiramati und anderen Meistern genommen und hat auch Sanskrit-Originaltexte genutzt, die sie in Europa oder Amerika fanden. Ne, das heißt, sie waren früher schon eben dahin gereist und die wurden jetzt wieder zurückgeholt sozusagen oder Kopien davon, um weiter zu forschen. Und all und das hatte wirklich dann einen großen Einfluss, also diese Forschung dann hatte einen großen Einfluss, um Nur Geist und die Geschichte von Nur Geist zu verstehen. Wie das überhaupt nach China kam, wie es sich in China verbreitet hat, wie es in China abnahm und wie es dann eben ja, wiederbelebt wurde.
Und da machen wir jetzt 30 Minuten Pause. Und um jetzt weiter über die Geschichte zu unterrichten, wie die Nur-Geist-Schule sich in China ausbreitete. Was war der Grund, dass die Schule der Dharma-Charakteristika sich in China so verbreitete? Allgemein wird das gesagt. Normalerweise wird gesagt, dass der Meister Yijing die Sichtweise von Stiramati lehrte, aber Xuanzang die Sichtweise von Dignaga, Ashwabhava und Dharmapala. Aber es gibt auch diejenigen, die sagen, dass Stiramati später als Yijing lebte und wenn wir die Werke anschauen von Ashwabhava, wie die in Tibet oder China vorhanden sind, dann können wir sagen, es ist schwer zu definieren, ob es da eine Verbindung gibt, wenn wir jetzt die Inhalte dieser verschiedenen Texte anschauen, ob es wirklich eine Verbindung gibt zwischen Dharmapala und Xuanzang. Und wenn die gegenwärtige Forschung der Unterschiede in den Sichtweisen, wie sie in der indischen Nur-Geist-Tradition gelehrt wurde und wie es dann im tibetischen Schriften niedergehalten wird, ist eben so, dass es da nicht alles so klar ist und nicht so gut zu vereinigen ist. Denn es gibt immer noch, also deswegen gibt es immer noch offene Fragen sozusagen, die in der Zukunft geklärt werden müssen. Und das ist etwas eben, was wichtig ist, im Hinterkopf zu halten, dass das nach wie vor nicht so richtig geklärt ist. Diese Linien, die verschiedenen Sichtweisen, wer wann wirklich gelebt hat und so weiter. Ne? Nächstes Thema. Warum wird diese Schule die Schule der Dharma-Charakteristika genannt? Und der Grund, warum das so genannt wird, das hatte ich eigentlich schon vorher mal erwähnt, ist, oh, jetzt hat das funktioniert die Technik schon wieder nicht. Das wirkt eine Helligkeit. Und so wie ich vorher schon gesagt hatte, gibt es ja diese 3 Nur-Geist-Schulen. Einmal die der 10 Ebenen, die des Kompendiums und die der Dharma-Charakteristika-Schule. Und zurzeit haben wir jetzt über die Schule der Dharma-Charakteristika gesprochen. Und warum nochmal ist der Name so gewählt, dass es die Schule der Dharma-Charakteristika heißt als erstes? Zuerst müssen wir darüber nachdenken, wenn wir Menschen die äußeren Dinge untersuchen oder das ganze Universum, wie die Dinge erscheinen, müssen wir zwischen Natur und Erscheinung unterscheiden. Und wir können überlegen, okay, wie erscheinen die Dinge? Und da gibt es 2 Möglichkeiten, wie wir das verstehen können oder untersuchen können. Wenn wir die Erscheinungsebene anschauen, da gibt es einmal den subtilen Aspekt der Dinge und dann gibt es mehr den substanziellen Aspekt, wie die Dinge sind. Und beide müssen wir sozusagen betrachten und betrachten natürlich das Gleiche, aber auf verschiedenen Ebenen.
Wenn wir über die subtilen Aspekte der Dinge sprechen, das ist natürlich so auf atomarer Ebene, ne? Oder subatomare Teilchen. Es gibt ja die großen Dinge, die da erscheinen in der Welt, aber die sind natürlich aus diesen kleinsten Bausteinchen sozusagen zusammengebaut. Und wenn wir so die Atome anschauen, so die kleinsten Teilchen, die großen Dinge dann eben bewirken, das sind wirklich dann die kleinsten Teilchen, so subtilste Bausteinchen, Substrate. Und dann kann man sich fragen, ja, da können wir gucken, woraus ist es gemacht? Und da sagt man eben so Substrat oder so. Wenn wir dann eben gucken, welche Substanz haben diese Teilchen, dann ist das natürlich immer noch auf materieller Ebene. Okay, das war jetzt alles die erste Art und Weise, das anzuschauen. Und dann die zweite Art, das eben von Natur aus anzuschauen. Da können wir uns fragen, gibt es da eine Natur von Dingen, die getrennt ist von dem da draußen? Dann ist es so, können wir sagen, die Welt besteht hauptsächlich aus Wasser und alles besteht aus subatomaren Teilchen wie Quarks oder Elektronen oder so. Und wenn wir so die Dinge anschauen, dann gibt es einfach die verschiedenen Ebenen, wie wir die Substanz anschauen. Und dann ist die Frage halt, gibt es da irgendetwas, ein wahres Wesen oder eine wahre Natur, die jenseits der Erscheinung ist? Das ist sozusagen die zweite Herangehensweise, wo wir das untersuchen, wo wir jenseits der Erscheinungsebene schauen und die Natur oder das Wesen der Dinge verstehen wollen. Und das ist, wie die Phänomene dann wirklich untersucht werden, wo die Phänomene, also die Charakteristika oder Merkmale der Phänomene oder der damals eben untersucht werden. Wo eben die Phänomene untersucht werden, wie die Phänomene sind. Und das ist die Schule der Natur, der Charakteristika des Dhamma. Das ist einfach nur, wenn wir den Namen verstehen wollen. Also nochmal kurz zusammengefasst, die Untersuchung ist erstens auf Erscheinungsebene, da 1a die subtilen Aspekte und 1b die Substanz und dann zweitens die Natur der Erscheinungen. Das sind die Untersuchungsweisen eben dieser Schule, wo sie eben die Merkmale oder Charakteristika der Dhammas oder Phänomene eben untersuchen. Deswegen der Name. Ja? Und der Grund hierfür ist, dass es da eben so einen Unterschied zu geben scheint zwischen Erscheinung und Natur der Dinge. Was ist dann wirklich die Natur? Was ist die Natur? Was ist das Wesen? Das rauszufinden, sind so die Hauptziele der Tradition. Und da versuchen wir eben herauszufinden, was sind die Charakteristika oder was ist die Natur der Phänomene, wo sowohl Natur als auch Erscheinung gut untersucht wird. Ne? Erscheinungsebene ist, wie die Dinge uns erscheinen, wie wir sie wahrnehmen können, und Natur ist das wahre Wesen der Dinge, was vielleicht hinter dieser Erscheinung steckt. Und das eben gilt es zu untersuchen. Und da untersucht man wirklich eben die Natur der Dinge. Und es reicht eben nicht einfach nur Erscheinungsebene anzuschauen, sondern man muss wirklich beides untersuchen.
Erscheinung und Natur. Und deswegen wird dann manchmal diese Schule der Dharma-Charakteristika auch genannt, die Natur der Phänomene. Also das sind immer diese zwei Dinge, die wichtig sind zu untersuchen, wie die Dinge erscheinen und wie die von Natur her sind. Aber wir können normalerweise Erscheinung und ihr Wesen oder ihre Natur nicht auseinanderhalten. Aber das Ziel eben dieser Nur-Geist-Schule ist, das eben gut auseinanderzuhalten und gut zu untersuchen. Wir haben zum Beispiel diese Abbilder der äußeren Phänomene in unserem Geist und dann untersucht man, was ist die Natur dieser Abbilder, dieser geistigen Bilder zum Beispiel. Das ist ein wichtiger Punkt in der Nur-Geist-Schule. Und der Anfangspunkt dieser Untersuchung ist immer, wie erscheinen die Dinge? Und da spricht man dann eben von diesem geistigen Aspekt oder diesem geistigen Bild, worüber wir die Dinge wahrnehmen, wie die Dinge in unserem Geist erscheinen. Ja, das ist sozusagen das, was wir untersuchen müssen. Wie erscheinen die Dinge für uns? Wie die Dinge für uns erscheinen, wie wir uns auf diese fokussieren, wie wir uns auf diese beziehen und was ist dieses geistige Bild dahinter, der geistige Aspekt. Und da müssen wir unsere tatsächliche Erfahrung auch mit einbeziehen, um die wahre Natur der Dinge zu untersuchen. Und das muss man dann wirklich wissenschaftlich untersuchen, mit Logik, Beweisführung und so weiter. Und ein weiterer Punkt ist halt auch, dass die Nur-Geist-Philosophie wirklich extrem komplex, weitreichend, tiefgründig, detailreich ist. Das ist sozusagen quasi die Natur oder Wesen dieser Nur-Geist-Philosophie, dass sie so sehr logisch und philosophisch ist. Deswegen ist manchmal die Nur-Geist-Schule ja, schwer zu verstehen für manche. Wenn man da nicht ein gutes Studium hat, ist es schwer, die Dinge dann richtig gut zu verstehen. Auf jeden Fall aufgrund dieser Untersuchung der Dharmas, der Erscheinungen, ist eben dieser Name gegeben zu der Schule der Dharma-Charakteristika. Und als nächstes möchte ich darüber sprechen, wie die Nur-Geist-Schule sich in Japan ausgebreitet hat. Aber noch mal kurz mit einem Diagramm, wie es sich in China ausbreitete, von Indien nach China. Der Ursprung der Nur-Geist-Schule das war ja die Schule der 10 Bumis, basierend auf den zwei Meistern, auf Bodhidharma und Ratnamati. Und deshalb hat sich dann eben in China verbreitet, in der südlichen und in der nördlichen Tradition mit Huigang und Duaqiang. Und dann gibt es eben auch die von Paramattha ausgehende Kompendiumschule, wie dies nach China kam. Und diese südliche und nördliche Tradition hatten wir kennengelernt von der 10-Bumi-Schule, wurde dann ja sozusagen integriert in die Kompendiumschule. Wohingegen die südliche Schule so vermischte oder aufgesogen wurde in die Avatamsaka-Schule. Und dann gab es ja noch eben die dritte Tradition. Ich hoffe, ihr seht das oder das Bild ist dann von Xuanzang. Da hatten wir heute drüber gesprochen, wo dann in China dann diese Schule der Dharma-Charakteristika entstand. Tibetisch betrachtet gibt es im Tenjue auch den Namen Xuanzang, aber ein bisschen anders geschrieben. Ich glaube, das wird mit HS am Anfang geschrieben. Huangsang. Oder ja, sein Name. Aber wir können auch Xuanzang googeln, da kommen wir schon.
Und auf jeden Fall ging es dann da entwickelte sich dann eben die dritte Schule, die Schule der Dharma-Charakteristika, die auch die Kompendium-Tradition in sich aufnahm. Und das ist dann nach Japan gekommen. Und die Frage ist jetzt, wie? Und wenn wir über die Linie der dieser Linie der Überlieferungslinie sprechen, gab es dann ja viele Meister, die nach Japan, die aus Japan kamen, die nach China gingen, um diese Schule der Dame der Charakteristika zu studieren. Und der erste, genau, das wird auf 4 Arten und Weisen wurde das dann nach Japan gebracht. Und da gibt es 4 Wege. Das erste ist 653, das war Dosho, der Tang ankam, dort die Nurgeist-Schule studierte mit Xuanzang und Koji und der dann zurück nach Japan kam 661. Der zweite Japaner, der nach China reiste und dann wieder zurückreiste, war Shitatsu. Der war 658 in China und ist nicht ganz klar, wann er wieder nach Japan zurückkam. Aber das war der zweite. Und der dritte, das waren 3 japanische Meister, die 703 nach China kamen, nach Tang kamen. Und die 3 hießen Shiho, Shiran und Shiu. Und die lernten eben mit dem dritten Linienhalter der Schule der Dharma der Charakteristika, hatten wir heute kennengelernt, Shisho. Und die haben einige Jahre dort verbracht in Tang und sind dann ungefähr so 3, 4 oder 2, 3 Jahre später, also 705 oder 706, dann wieder nach Japan gekommen. Und dann der 4. japanische Meister, der von Japan eben nach China reiste und es dann zurückbrachte, die Nurgeist-Schule, das war Genbo, der 717 nach Tang kam und dort auch wieder mit Shishu die Nurgeist-Schule studierte. Und aufgrund dessen ist dann die Schule der Dharma-Charakteristika hat sich dann sehr weit verbreitet in Japan und ist dann wirklich erblüht. Und in Japan gab es dann eben diese Nara-Periode, die 710 bis 794 dauerte über diese Jahre. Und das war eine Unterschule des Buddhismus in Nanto. Das war die so eine südliche Hauptstadt. Und da war das so, dass der erste Meister Dosho der war nämlich dann der erste Halter dieser Schule von der Dharma-Charakteristika. Und der lebte im Gango-Tempel, Gango. Und der 4. Meister, gerade was der erste, Dosho, jetzt der 4. ist Kofukuji. Und der lebte im Shinfuku-Tempel und hat dann die Nur-Geist-Philosophie weiter verbreitet und hat es auch zum Erblühen der Tempel gebracht. Der erste war dann der südliche Tempel und der andere war dann der spätere, der nördliche Tempel. Und da gab es dann auch eine große Rivalität zwischen diesen beiden Tempeln, natürlich wieder in ihren philosophischen Sichtweisen und Positionen. Und es gingen dann auch viele berühmte Gelehrte daraus hervor und viele Werke wurden verfasst. Und diese Tradition ging dann eben weiter bis zu der Edo-Periode. Und tatsächlich dann aus den früheren Zeiten bis zu den modernen Zeiten war es so, dass die Nur-Geist-Philosophie der japanischen Gelehrten, dass man die wie folgt verstehen kann. Die haben eben die Nur-Geist-Philosophie zusammen mit dem Abhidharma Kosha verstanden, sozusagen in Kombination oder in
Parallelstudium oder so. Und früher, während der Edo-Periode, das war ja 17. bis 19. Jahrhundert, dann war das ganz gleich, welcher Linie man angehört oder welcher Tradition man angehört. Die Tradition war so, dass man zu Nara, dem Ort Nara, reiste, um dort nur Geist und Abhidharma Kosha zu studieren. War ja dieses südliche, die südliche Hauptstadt, hatte ich vorher gesagt, Nara. Und es wurde gesagt, dass die dann wirklich halt 3 Jahre nur Geist studiert haben und 8 Jahre Abhidharma. Das hatte ich ja schon mal erwähnt, an einem anderen Tag. Und was das bedeutet ist, wenn man wirklich nur Geist richtig studieren möchte, wenn man es richtig studieren möchte, dass es also 3 plus 8, also 11 Jahre dauerte. Und zu der Zeit war also nur Geiststudium wirklich schwierig, weil es halt zusammengehörte. Und das waren dann wirklich 11 Jahre, die man dann studieren musste. Da muss man sich wirklich, da musste man wirklich ja über die ganzen ausführlichen Studien machen. Und das war eben so, weil nur Geistschule eben eine sehr systematische, schwierige Philosophie ist. Und es war auch historisch gesprochen wirklich die ausführlichste Präsentation der Philosophie. Und deswegen muss man natürlich dann auch viel Arbeit unternehmen, das zu studieren. Und so, wenn wir so die Werke, also wenn wir so dann, hier in diesem Kontext sprechen wir also über Abhidharma Kosha und nur Geist. Und damit meinen wir, dass dann folgende Werke studiert müssen. Einmal Vasubandhus Abhidharma Kosha und dann Dhammapalas Beweis für nur Geist. Und dieses Paket dieser beiden Themen von Abhidharma Kosha und nur Geist wurde dann genannt die Wissenschaft von Natur und Erscheinung. Natur und Erscheinung sollte man verstehen eben als Dharmin und Dharmata. Das heißt, die Natur der Phänomene, der speziellen Phänomene und dann die allgemeine Natur aller Phänomene. Also die speziellen Phänomene und dann die Natur dieser Phänomene. Und Abhidharma Kosha hat ja das alles in 75 Kategorien zusammengefasst, die auch zusammengefasst werden können dann wieder in die 5 Fundamente von dem, was man kennen sollte oder was erkennbar ist. 5 Grundlagen für das, was erkennbar ist. Und da hat Abhidharma Kosha von diesen 5 gesprochen als Form, Geist, Geistesfaktoren, nicht assoziierte Formationen und nicht zusammengesetzte Dinge. Und das ergibt dann die 75 Kategorien im Abhidharma, ne? Weil man zum Beispiel 11 Kategorien von Form hat und so weiter. Ne? Und wenn du das alles zusammen addierst, kommt es eben dann zu 75 Kategorien, in denen alle kennbaren Objekte gemäß des Abhidharma Kosha aufgeteilt sind. Ja, das sind diese beiden Begriffe. 75 Kategorien basierend auf den 5 Grundlagen von dem, was es zu kennen gibt. Und in der Nur-Geist-Schule gibt es dann auch diese 5 Grundlagen und 100 verschiedene Dharma. Und das ist sozusagen, das können wir im Tenjo auch so finden. Und ja, viele Dinge wurden dann auch ins Chinesische übersetzt, aber manche sind vielleicht nicht so gut übersetzt.
Und vielleicht, ja, sollte man das nochmal neu übersetzen. Auf jeden Fall, was ich hier nur kurz erwähnen wollte, dass die Phänomene eben ein bisschen, wie die kategorisiert sind im Abhidharma Kosha oder in der Nur-Geist-Schule. Und deswegen wird diese Schule dann manchmal auch die Schule der Arten der Phänomene oder der Klassifikation der Dharmas genannt. Und der Grund, warum das so genannt wird, ist, dass es in China gibt es dann zum Beispiel die Tiantai-Schule. Und da geht es also um die Erscheinung der Dinge. Das sind ja die Merkmale der Dharma, wo untersucht wird eben, wie ist die Erscheinung der Dinge und was ist die Natur der Dinge. Erscheinung und Natur der Dinge. Und wenn wir tatsächlich über die Erscheinung der Dinge sprechen, könnten wir das auch natürlich diesen Namen auch benutzen für Abhidharma. Aber der Grund, warum die Schule der Dharma-Charakteristika so genannt wird, ist, weil das ja, weil auch in der nur in der Nur-Geist-Schule ja einmal auf jeden Fall über die Erscheinungsebene gesprochen wird, aber auch über die Natur der Dinge. Und in der Nur-Geist-Schule gibt es eben ganz verschiedene Phänomene, die eben beschrieben werden. Und so wird eben diese Nur-Geist-Schule genau, deswegen, aber die Abhidharma Kosha wurde eben nicht so genannt. Der Punkt hier oder die Ähnlichkeit dieser beiden ist, dass sowohl Abhidharma Kosha als auch Nur Geist eben über die verschiedenen Kategorien der Phänomene sprechen, aber der Unterschied ist, im Abhidharma wird gesagt, dass die drei Zeiten substanziell existieren, aber in der Nur-Geist-Schule spricht man nur über die Leerheit oder die letztendliche Natur, wie die Dinge sind. Und dass alle dualistischen, dass man ja alles aufteilen kann in das, was wahrnimmt und das, was wahrgenommen wird. Das ist halt so, so wie die dualistische Welt erscheint. Und es gibt dann eben ja diese verschiedenen aspekterischen Schulen, wo man eben davon ausgeht, dass da ein geistiger Aspekt entsteht, der dann wahrgenommen wird. Und ebenso war das auch in Japan. Da gibt es verschiedene Nur-Geist-Schulen und wie die Sichtweisen hatten, war, dass die Nur-Geist-Schule eben nicht die letztendliche Sichtweise als letztendliche Sichtweise angenommen wurde. Warum nicht? Die Schule der Dharma-Charakteristika unterscheidet ja drei verschiedene Fahrzeuge, um Befreiung zu erreichen. Und ebenso heißt es, dass es eben, weiterhin gibt es eben auch diese 5 Familien, hatten wir schon darüber gesprochen, und da gibt es eben eine Familie, das heißt ein Potenzial, und oder eben das, welches eben die Abwesenheit eines Potenzials ist. Und diese eine Familie eben ohne Potenzial kann eben nicht Buddhaschaft erreichen. Und die Tiantai-Schule und die Avatamsaka-Schule sagt aber, dass alle führenden Wesen eben Buddha werden können.
Und dann gibt es natürlich dann wieder die Debatte, welche Sichtweise denn jetzt hier die letztendliche ist oder welches die vorübergehende oder die interpretierende Sichtweise ist. Und dann, wenn dann eine Sichtweise eben als niedriger angesehen wird und nicht als die höchste, dann wird die dann auch gehörig auseinandergenommen. Und wenn dann etwas als vorübergehende Sichtweise nur verstanden wird, dann gibt es dann manchmal merkwürdige Begründungen dafür. Da gibt es einen japanischen Gelehrten, der heißt Takasaki Chikido, und der sagte, der sprach über Huazang, oder der heißt auch Xianshu, der in der Huayan-Tradition stand. Und er war der dritte Linienhalter der Avatamsaka-Linie. Und der hatte eine bestimmte Kritik an die Nur-Geist-Schule. Oder es gab noch einen anderen japanischen Meister, der hieß Dengyo Daishi. Und die haben dann ganz verschiedene Sichtweisen entwickelt, ganz unterschiedliche Sichtweisen, ob Buddhaschaft erreichbar ist oder bei wem. Und die Nur-Geist-Schule wurde als dann die Basis ihrer Grundlagensicht verstanden, aber sie sagen, das ist nicht die letztendliche Sicht. Und ein Grund dafür ist, dass es zu der Zeit, dass es so war, dass die einflussreichen Meister dieser Schule die nur Geistsichtweise nicht so positiv sahen. Ne? Also das wird, glaube ich, morgen nochmal erklärt, aber die Idee ist, dass die Sichtweise von nur Geist eben von verschiedenen Meistern nicht als die letztendliche Sichtweise, sondern nur als eine vorübergehende zu interpretierende Sichtweise verstanden wird. Und dann in der Meiji-Zeit, das war so Ende des 19. Jahrhunderts in Japan, ja, das war also Ende des 19. Jahrhunderts, haben die modernen Wissenschaftler in Europa dann eben verschiedene Dinge untersucht. Und das, was in Japan gefunden wurde, wurde auch untersucht. Haben die japanischen Manuskripte angeschaut und die originalen buddhistischen Texte untersucht. Und zu dieser Zeit entwickelte sich dann eine große Veränderung in der Sichtweise. Warum hat sich die Sichtweise der Leute sehr verändert in Bezug auf nur Geist? Weil es viele ursprüngliche Sanskrit-Texte oder Manuskripte plötzlich gab, die gefunden wurden, und die wurden editiert und übersetzt. Und das hatte großen Einfluss. Da gab es eben verschiedene nur Geist-Werke, die auch im Tibetischen vorhanden waren. Die wurden ins Tibetische übersetzt und auch die haben sich dann viel verbreitet, auch international. Und auf diesem Grund entwickelt sich dann neues Interesse in nur Geist. Da gab es in Frankreich einen Gelehrten, der hieß Sylvain Lévy. Sylvain Lévy. Das Bild, das obere Bild. Und da unter dann ein belgischer Gelehrter, Louis de la Vallée-Poussin.
Poussin, Louis de la Vallée Poussin in Belgien. Und hier Levin, der da oben, der sieht doch ein bisschen aus wie Einstein, oder? Das ist vielleicht der nur Geist Albert Einstein. Und das war am Anfang des 20. Jahrhunderts, die viele Werke und Übersetzungen publizierten. Die kannten Pali, die konnten Tibetisch und viele andere Sprachen. Das war wirklich Pali-Gelehrte. Am Anfang des 20. Jahrhunderts haben sie dann viele Werke und Übersetzungen veröffentlicht. Und die ursprünglich nur Geistsichtweisen wurden so eben übersetzt in die moderne Welt. Und so kam es dann zu einem internationalen Studium von Nurgeist und mehr Interesse an Nurgeist, was auch in Japan dann einen Einfluss hatte, dass die Leute da auch mehr Interesse in die Nurgeist-Sichtweise entwickeln. Und dann in dieser späten Zeit, im 20. Jahrhundert, gab es dann eben zwei große Gelehrte, die dann das weitergeführt haben. Der eine Gelehrte heißt Hakuju Ui und der andere Susumu Yamaguchi. Und der Erstgenannte ist der untere, Hakuju Ui, und der obere hier, das ist der zweitgenannte, Susumu Yamaguchi. Oder andersrum, Yamaguchi Susumu. Und die beiden, das waren so Pioniere. Und die haben da wirklich viel untersucht, geforscht und publiziert. Und das gab es vorher gar nicht so in der Geschichte. Das war wirklich wie ein reißender Fluss quasi, was die da auf die Beine gestellt haben, die beiden japanischen Gelehrten. Und das war ja jetzt mal nur 100 Jahre her oder so. Und damals war es immer noch schwierig, von einem Land zum anderen zu reisen, aber die haben sich einfach so angestrengt und so ausdauernd waren sie, dass sie so große Ergebnisse erreicht haben. Und die haben so neue Wege und Arten des Studiums von Nurgeist entwickelt. Und das war jetzt wirklich so ganz kurze Übersicht, wie die Nurgeistschule nach Japan kam. Als nächstes dann sprechen wir darüber, wie die Nurgeistschule nach Korea kam. So was wir heute Korea nennen. Ja, alle mögen doch gerne koreanische Filme. Aber viele haben kein Interesse an koreanischem Buddhismus. Daher möchte ich ein bisschen darüber sprechen, wie Buddhismus, aber insbesondere der Nurgeistschule in Korea ausgebreitet hat. Und die Schule der Dharma-Charakteristika hieß ja Shien auch. Das war ja basierend auf Kurjis Begrifflichkeiten. Und da gab es einen Schüler von Xuanzang und der heißt Wonchuk, ein Schüler von Xuanzang. Und der war Koreaner. Und damals hieß es noch nicht Korea, sondern Shilla, das Königreich Shilla. Und es wird gesagt von manchen Gelehrten, dass Wonchok Xuanzangs
Schüler war und manche sagen, er war Dharma-Freund von Xuanzang. Wie auch immer, Wonchok und Kuo-Chi, die waren wirklich nah, wie rechte und linke Hand quasi, oder? Und das sind dann die, auf denen sich alle stützten, die beiden. Und bevor Xuanzang zurück nach China reiste, nach Tang, war eben sehr bekannt dafür, eben das Sutra der 10 Ebenen, das Dashabhumika Sutra kennenzulernen und zu studieren. Und nachdem also Xuanzang wieder nach China kam, und er hat ja auch selbst auch Sanskrit und Tibetisch gesprochen. Und er konnte einfach so viele verschiedene Sprachen sprechen, was ihm dann ermöglichte, zum Beispiel, wenn er Prajnaparamita übersetzte, da konnte er dann ganz leicht Fehler in anderen Übersetzungen oder in originalen Schriften erkennen und verstehen und verbessern. Und das ist übrigens nicht alles, das ist nicht über Xuanzang hier alles, sondern über Wangchok, ne, diesen Schüler, der ein sehr, sehr respektabler Mönch war und der wirklich so eine einzigartige Weise zu denken hatte. Er hatte ein bisschen eine andere Sichtweise als Xuanzang, denn er hatte ja vorher schon die ursprünglichen Texte von Nur Geist studiert und war deswegen eben sehr gelehrt darin und hatte deswegen eine sehr einzigartige Sichtweise auch entwickelt, die halt, wie gesagt, ein bisschen anders war als die von Xuanzang oder Kuo-Chi. Wie gesagt, der Grund dafür war, Xuanzang war ja 17 Jahre in Indien und während der Zeit war Wonchok, studierte eben die 10 Ebenen und andere Lehren von der Kompendiumschule und hatte da einen großen Einfluss erhalten von Paramatra und hatte so ein bestimmtes Verständnis über die Yogacara-Schule oder die Nur-Geist-Schule. So Wonchuk hatte dann sowohl die nördliche als auch die südliche Tradition gut verstanden. Und so war er in der Lage, das miteinander zu verbinden. Wohingegen Xuanzang und Kuo-Chi hauptsächlich die Sichtweise von Dharmapala und Shilabhadra betont hatten. Aber Wonchok war in der Lage, all die verschiedenen Traditionen zusammenzubringen. Und das hat er in China oder Korea dann zum Erblühen gebracht. Und daher ist da die Sichtweise etwas anders als in China. Und als Xuanzang verstarb, hat Wonchok das dann die nur Geist-Sichtweise weitergelehrt im Ximing-Tempel. Und er wurde sehr berühmt zu seiner Zeit. Und es gab damals viele, viele, die zu ihm reisten, um seine Schüler zu werden. Und dieser Tempel Ximing ist wirklich ein ganz berühmter großer Tempel. Und es gibt auch gibt einen Kommentar über Samdhini-Mochana Sutra, und das wir auch im Tenjo finden. Und dieser Kommentar entspringt wohl aus dieser Zeit und aus diesem Ort. Dieser Ximing-Tempel, dieses Kloster, wurde dann wie so, ja, war so ein ganz belebter Ort für viele Gelehrte, die dann dort studierten.
und die dann wiederum auch viel Einfluss ausübten auf die Nur-Geist-Schulenverbreitung in Japan oder Korea eben oder China auch wieder. Und da gab es auch dann den großen ersten Monarchen, okay, also es gab da einmal den Monarchen Simung. Und dieser König Simung hat immer und immer wieder Botschafter oder Botschaften zu Wang Chok ausgesandt, damit er wieder zurück nach Korea käme. Aber er hatte das immer wieder nicht angenommen. Und nee, und eine Kaiserin Wu hat das nicht akzeptiert. Aber irgendwann, obwohl ja, obwohl es dann doch irgendwann dann möglich war, konnte Wang Chuk dann doch zurück wieder nach Korea kommen, weil dann die Kaiserin Wu das dann doch akzeptiert hat, was der King Sinmun von Korea sich schon immer wünschte, dass Wang Chuk zurück nach Korea kam, tat Wang Chuk das auch und kam dann irgendwann zurück nach Korea, aber nicht für lange und ist dann irgendwann wieder nach China gereist, wo er dann für lange Zeit lebte. Und er hat viele Kommentare verfasst, zum Beispiel über das Samdini Mochana Sutra. Und das war wirklich ein großer Beitrag für den ganzen Tenjo. Das hat wirklich 3 große Werke umfasst das. Und es gibt auch viele Kommentare dann von chinesischen Kommentaren. Aber all diese Kommentare gibt es nicht mehr. Aber der Kommentar von Wang Chuk, den gibt es noch in Bezug auf das Samdini Mochana Sutra. Und dieser Kommentar ist also wirklich sehr, sehr wichtig. Und es war dann im 9. Jahrhundert, wahrscheinlich zu Trirai-Pachens Zeit, dem tibetischen König. Das wurde dann übersetzt, dieser Kommentar zum Samdini Mochana Sutra von Ge Shudrup. Und das war quasi die Quelle dann später für Tsongkhapa, der in seinem Text die Essenz der feinen Erklärung des Definitiven und Vorübergehenden hat Tsongkhapa dann oft diesen Kommentar oft zitiert, aber auch oft widerlegt. Und so war dieser Text, dieser Kommentar zu Samdini Mochana Sutra eben von Wang Chuk sehr, sehr wichtig. Und morgen, wenn wir über nur Geist in Tibet sprechen, dann sollten wir auch über diesen Übersetzer sprechen, Ge Chudrup. Ich glaube nicht morgen, sondern übermorgen sehen wir uns wieder. Und das war es dann für heute. Und dann würden wir heute hier aufhören. Aber eine Sache möchten wir noch sagen, möchte seine Heiligkeit noch sagen, morgen ist noch ein freier Tag. Aber der Tag danach, am 1. Februar, ist dann chinesisches Neujahr und auch Zopo Losa, gemäß der Zopo-astrologischen Berechnungen. Und als ich diesen Plan gemacht habe, hatte ich den Zopo-Kalender gar nicht vor Augen. Und gestern habe ich gemerkt, nachdem schon alles angekündigt war, habe ich gehört von jemand, der Zopo du hast nicht wirklich den Zopo-Kalender angeschaut und uns ein Losertag geschenkt. Wie auch immer. So hat sich das jetzt ergeben mit dem Zeitplan. Und jetzt am Dienstag ist Zopo Loser und eben auch chinesisch Loser. Deswegen ist es besser, vielleicht den Tag morgen dann
nichts zu lernen. Aber natürlich mache ich nicht wirklich Urlaub morgen, sondern möchte da weiter noch untersuchen, wie nur Geist sich nach Tibet verbreitet. Denn es gibt irgendwie, glaube ich, noch keinen, niemand, der das wirklich schon verfasst hat, darüber so eine Zusammenfassung. Und deswegen werde ich morgen das untersuchen und erforschen. Und dann haben wir am Dienstag dann die nächste Belehrung, wo wir uns dann wieder treffen. Ja, zur gleichen Zeit am Dienstag wieder in diesem Zoom. Okay, das war's dann für heute. Jaguen